Kuşku Brian Aziz merhaba. Liebe Schwestern und Brüder, grüß euch. Evdeme ve baş. Ich wünsche euch allen einen guten Tag. Biz bugün Kürt dilinin etimolojisiyle ilgili önemli bir kelimeyi inceleyeceğiz. Heute werden wir ein wichtiges Wort aus der Etymologie der kurdischen Sprache untersuchen. Saman yani Kürtçe ka. Bu kelimenin etimolojisini inceleyeceğiz. Saman auf Kurdisch K. Wir untersuchen die Etymologie dieses Wortes. Amacımız Kürtçeyi tanıtmaktır, öğretmek değildir. Unser Ziel ist es, das Kurdische vorzustellen, nicht zu unterrichten. Öğretmek farklı bir şeydir. Unterrichten ist etwas anderes. Bir dili öğretmek, o dilin dersini vermek farklıdır. Eine Sprache zu unterrichten, einen Sprachkurs zu geben, das ist etwas anderes. Etimolojisi ise farklıdır. Aber die Etymologie ist anders. Etimoloji dili tanıtıyorsun. Die Etymologie stellt eine Sprache vor. Hatta sevdirirsin de. Mehr noch, sie macht sie liebenswert. Etimoloji dersi o dili sevdirir ve tanıtır. Eine Etymologie-Lektion macht die Sprache liebenswert und stellt sie vor. O dilin özelliklerini anlatır. Sie erzählt die Eigenheiten dieser Sprache. Bundan dolayı da bugünkü dersimizde dersin sonunda şunu eminim Kürtçeyi daha da sevmiş olacaksınız. Deshalb bin ich überzeugt, am Ende der heutigen Lektion werdet ihr das Kurdische noch mehr lieben. Bugünkü konumuz ka. Unser heutiges Thema ist K. Ka nedir? Samandır. Was ist K? Auf Türkisch ist es Saman, auf Deutsch Stroh. Saman nedir? Was ist Stroh? Bir buğdayın başak kısmı hariç kök kısmının ufatılıp parçalanıp hayvanlara verilmesidir ka. Der Stängelteil des Weizens, ohne die Ähre, der zerstoßen und zerkleinert wird und den Tieren als Futter dient. Yani böyle ufatılınca bunun adı ka olur. Also, wenn er zerstoßen und zerkleinert wird, heißt er K. Şu başak kısmı ise Kürtçe'de simbel denir. Der Kopfteil des Weizens, die Ähre, heißt auf Kurdisch Simbel. Gülizer de denir. Auch Gulizer Goldblume wird gesagt. Gülegenim de denir. Auch Gulgenim Weizenblume wird gesagt. İlk önce insanlar toprağı ana olarak kabul etmişler. Zuerst betrachteten die Menschen die Erde als Mutter. Demişler bu toprak annemiz gibi bize yiyecek verdiğine göre ve bu yiyecek de buğday olduğuna göre Sie sagten, diese Erde, wie unsere Mutter, gibt uns Nahrung, und diese Nahrung ist der Weizen. öyleyse bu toprak ananın verdiği bu ürün çok önemlidir. Deshalb ist dieses Erzeugnis, das uns die Erde schenkt, sehr wichtig. Demiş bu toprak ananın bizi doyuran kızıdır. Sie sagten, dieses Erzeugnis ist die Tochter dieser Erde, diejenige, die uns satt macht. Bundan dolayı da bu ismi vermişler. Deshalb gaben sie ihm diesen Namen. Gülgenim yani başak veya simbel. Simbel ne zamandır? Erkek hakimiyeti olduğu zamandır. Yani
imparatorluklar dönemidir aslında. Guligenim also Simbel oder Ehre. Aus welcher Zeit stammt Simbel? Aus der Zeit der männlichen Herrschaft, also genau genommen aus der Epoche der Imperien. İlk önce ana tanrıça vardır. Bunlar hep Hristiyanlıktan, Yahudilikten, İslam'dan çok öncedir. Zuvor gab es die Muttergöttin. All das ist viel älter als Christentum, Judentum und Islam. Bu çok öncedir. Ve daha sonra bunu sanki simbel, sümbül aynı köktendir. Simbelle sümbül. Eğer bunu şöyle yaparsanız mesela şöyle bıyık gibi bükebilirsiniz. Tersine gitmez. Bu tersine gitmez. Kılçıkları bu tarafa doğru sadece izin verir. Das ist sehr alt. Und später, Simbel und Sumbul stammen aus derselben Wurzel. Simbel und Sumbul gehören zusammen. Wenn ihr eine Ähre so haltet, könnt ihr sie wie einen Schnurrbart nach hinten streichen. Aber rückwärts geht es nicht, das geht nicht rückwärts. Ihre Borsten erlauben nur die eine Richtung. Bundan dolayı simbel denilir. Sümbülle aynı köktendir. Deshalb sagt man dazu Simbel aus der Wurzel von Sumbul. Bu buğday bitkisi Neolitik dönemin yiyeceğidir. Diese Weizenpflanze ist die Nahrung der neolithischen Zeit. Eğer biz buğdayı ekmeği öğrenmeseydik, bugün ne nüfusumuz bu kadar çok artacaktı, dünya nüfusu ne kadar bu kadar artacaktı, ne de kültürümüz bugünkü kültür olacaktı. Hätten wir Weizen und Brot nicht gekannt, wäre weder unsere Bevölkerung so stark gewachsen, noch wäre unsere Kultur die heutige Kultur geworden. Demek ki biz kültürümüzü buğdayın ekilmesine borçluyuz. Das heißt, wir verdanken unsere Kultur dem Anbau des Weizens. Peki nasıl olmuş bu iş? Gut, wie ist das geschehen? Bütün dünyada daha en çok bugün Mezopotamya'ya kadar olan yerler, Avrupa'nın tümü In der ganzen Welt, besonders bis zum heutigen Mesopotamien und ganz Europa. milattan önce 18.000 yılında karlarla yine buzlarla kaplıdır. Vor 18.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung war alles mit Eis und Gletschern bedeckt. Daha önce de. Und noch früher. Ama 18.000 ile 12.000 arasında bir havalarda ısınma fark ediliyor. Aber zwischen 18.000 und 12.000 Jahren zeigt sich eine deutliche Erwärmung des Klimas. Her yer buzlarla kaplı. Alles ist mit Eis und Gletschern bedeckt. İnsanlar avcılıkla geçiniyorlar. Die Menschen leben von der Jagd. Buzlarla kaplı ve avcı olan bu insanların yiyecekleri neye dayanır? Mit Gletschern bedeckt, und als Jäger, worauf basiert die Nahrung der Menschen? Ete dayanır. Auf Fleisch. Faaliyetleri nedir? Avcılıktır. Was sind ihre Tätigkeiten? Die Jagd. Öyleyse insanlar için en önemli şeyler o zaman ateş ve köpektir. Deshalb waren für den Menschen damals die wichtigsten Dinge das Feuer und der Hund. Çünkü avlanmak için köpeğe ihtiyaç vardı. Denn für die Jagd braucht man den Hund. Köpeğin avın kokusunu bulup avın yerini tespit etmesi için, izini sürmesi için köpeğe ihtiyaç vardır. Den Hund braucht man,
damit er den Geruch der Beute aufnimmt, den Ort der Beute feststellt und ihre Spur verfolgt. İnsanların ölmemesi için, soğuktan donmaması için de ateşe ihtiyaç vardır. Damit der Mensch nicht stirbt, nicht in der Kälte erfriert, braucht es auch das Feuer. Demek ki 12.000 yılına kadar çok büyük bir faaliyet, ekonomik faaliyet, avcılık ve toplayıcılıktır. Bis vor 12.000 Jahren war die größte wirtschaftliche Tätigkeit das Jagen und Sammeln. Köpeğin bazı özellikleri var. Der Hund hat einige besondere Eigenschaften. Bunu söylemeye fazla uzatmadan söyleyeyim. Ohne lange auszuholen sage ich, Köpek ilk evcilleştirilen hayvandır. der Hund ist das erste Tier, das domestiziert wurde. Ve köpeğin ismi aslında bugün Huti dediğimiz zaman Yunanca Kion, Und der Name des Hundes in seinem Ursprung im Altgriechischen lautet Kion. aslında Lykie. Seine Wurzel ist Lykie. Lykie nerede? Was bedeutet Lykie? Aslında ara bul demek. Eigentlich bedeutet es suchen und finden. Köpek bir hayvanın izini görünce onu sürmez. Wenn der Hund die Spur eines Tieres findet, geht er nicht weiter. Onu insan yapar. Den Rest macht der Mensch. Gözüyle görür ve izini sürer. Mit seinen Augen sieht er und folgt der Spur. Köpek kokusunu alarak sürer. Der Hund folgt durch das Riechen. Yani köpeğe hayvan izleri gösterirsen bu hayvan olduğunu anlamaz. Das heißt, wenn du dem Hund Tierspuren zeigst, weiß er nicht, dass das ein Tier ist. Burada hayvanlar bunu bilmez. Andere Tiere wissen das nicht. Ama burnu molekülleri bile çeker. Aber die Nase des Hundes nimmt sogar Moleküle wahr. Molekülleri bile tespit eder. Sie kann sogar Moleküle bestimmen. En küçük bir molekülü bile bulur ve hayvanın izini sürer. Selbst das kleinste Molekül entdeckt sie und folgt der Tierspur. İnsanın gözü, köpeğin burnu yan yana gelince insanoğlu elinde mızrağın ucunda çakmak taşı kes. Die Augen des Menschen, die Nase des Hundes, wenn sie zusammenkommen, wird der Mensch mit Speer, Keule und Steinspitze am Speer zu einem furchteinflößenden Jäger. Keskin, korkunç bir avcıdır. Er ist ein furchteinflößender Jäger. 12.000'den sonra dünya yavaş yavaş ısınıyor. Nach 12.000 Jahren erwärmt sich die Welt langsam. Bu benim söylediğim bir şey değil. Was ich sage, ist nicht von mir. Bunu bilim adamları söylüyor ve bu tespit edilmiş tartışılmaz bir şeydir. Das sagen die Wissenschaftler, es ist erwiesen und steht nicht zur Diskussion. Bütün dünyada, bütün üniversitelerde böyle öğretilir. In der ganzen Welt, an allen Universitäten, wird es so gelehrt. 12.000'den sonra dünya ısınınca, havalar ısınınca yavaş yavaş 4 mevsim oluşmaktadır. Nach 12.000 Jahren, als die Welt sich erwärmte, als das Klima sich erwärmte, bildeten sich allmählich 4 Jahreszeiten. Bunun anlamı nedir? Was bedeutet das? Bunun anlamı buzullar eriyor, su seviyesi yükseliyor, Das bedeutet, das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt. hatta 12.000 ile 8.000 arasına kadar dönemde su seviyesinin denizlerdeki 140 metreye kadar
140 metreye kadar yükseldiği söyleniyor. Es heißt sogar, dass zwischen 12.000 und 8.000 Jahren der Meeresspiegel um bis zu 140 Meter anstieg. 140 olmaz, 120 olur. 80 olur. Vielleicht waren es nicht 140, vielleicht 120, vielleicht 80. Ama bu tahmindir. Aber das ist eine Schätzung. Zaten bugün dünyamızın oluşumu göz önüne alınırsa bugün çok tepe sayılan yer, birçok tepe sayılan yer bir zamanlar suyun altındaymış. Wenn wir die Beschaffenheit der heutigen Welt betrachten, viele Orte, die heute als hohe Hügel gelten, lagen einst unter Wasser. İşte bu buzulların eridiği, havaların ısındığı dönem insanoğlunun kafasının, beyninin içine yer etmiş. In dieser Zeit, als die Gletscher schmolzen, als das Klima sich erwärmte, hat sich das im Gehirn des Menschen festgesetzt. Orada kalmış. Ve bunun anılarını sonradan anlatmaya başlamışlar. Es blieb dort, und später begannen die Menschen, ihre Erinnerungen daran zu erzählen. Sular her yeri basmış. Ona göre mitolojiler yapılmış. Das Wasser bedeckte alles, nach diesem Bild wurden Mythen geschaffen. İşte Nuh tufanı bunlardan biridir. Da, die Sintflut Noahs ist eine davon. Gılgamış destanında da vardır. Sie steht auch im Gilgamesch-Epos. Yani önce Gılgamış destanında vardır. Das heißt, sie taucht zuerst im Gilgamesch-Epos auf. Sonra Tevrat'ta vardır. Sonra Yunanlarda vardır. Danach in der Tora, danach bei den Griechen. Demek ki dünyada bir ısınma, her yeri bir su basma. Auf der Welt fand eine Erwärmung statt, und das Wasser bedeckte alles. Böyle bir olay olmuş. Ein solches Ereignis hat stattgefunden. Bu hiç tartışılmaz ve bugün su baskınları, daha doğrusu tufan mitolojisi Avrupa'dan Avustralya'ya kadar, Avrupa'dan Japonya'ya kadar bütün mitolojilerde vardır. Das wird niemals bestritten, und heute findet sich der Sintflut-Mythos von Europa bis Australien, von Europa bis Japan, in allen Mythologien. Genellikle bir çocuk kurtulur ve bu çocuk bir sepete falan konur. Meist wird ein Kind gerettet, und dieses Kind wird in einen Korb gelegt. Ve bu kralın kızıyla falan evlenir. Und es heiratet die Tochter eines Königs. Yahut da şansı iyi gider kurtulur. Oder das Glück steht ihm bei und es wird gerettet. Nuh tufanı da buna benzer bir şey. Auch die Sintflut Noahs ist etwas Ähnliches. Gemiye koyuyor ve Nuh ve karısı kurtuluyor. Sie legen ihn ins Schiff und Noah und seine Frau werden gerettet. Yunan mitolojisinde de Defkalyon mitolojisinde de Defkalyon ve karısı kurtuluyorlar. Auch in der griechischen Mythologie, im Mythos von Deukalion, Deukalion und seine Frau werden gerettet. Karısı Pirra. Seine Frau, Pyrrha. Bu ikisi kurtuluyorlar. Diese beiden werden gerettet. Şimdi ama hepsinde ortak yönler şudur. Tanrılar çok kızmış ve bundan dolayı da insanları mahvetmek istemiş ve böylelikle sel baskınları olmuş. Doch in allen Versionen ist das Gemeinsame, die Götter wurden sehr zornig, deshalb wollten sie die Menschen vernichten, und so kam es zur Sintflut. Ve bu sel baskınlarından birileri kurtulmuş. Yine tanrıların yardımıyla. Und aus dieser Sintflut wurden einige, wieder mit Hilfe der Götter, gerettet. İşte hepsinin ortak yönü o.
Das ist das Gemeinsame in allen Versionen. Hepsinin ortak yönü o. Das ist das Gemeinsame in allen Versionen. Bu ne demektir? Bunun anlamı şudur. Özellikle 12.000'den sonra dünyanın ısınmasının bize mitolojiyle ulaştırılmasıdır. Was bedeutet das? Das bedeutet, besonders nach 12.000 Jahren ist die Erwärmung der Welt durch die Mythologie zu uns gelangt. Budur. Başka bir anlamı yoktur. Ve bütün mitolojiler tufana dayanır. So ist es. Es gibt keine andere Bedeutung. Und alle Mythen drehen sich um die Sintflut. Dünya ısınınca ne olur? 4 mevsim oluşur. Netleşir. Özellikle orta kuşakta. Wenn die Welt sich erwärmt, was geschieht? 4 Jahreszeiten entstehen, sie werden deutlich. Besonders in der mittleren Klimazone. Şimdi dünyayı şöyle düşünürseniz, şöyle şu orta kuşakta 4 mevsim oluşuyor. Wenn ihr euch die Welt nun so vorstellt, in dieser mittleren Zone bilden sich 4 Jahreszeiten. Mesela burada Mezopotamya, burada Hindistan, Çin, Avrupa, Kuzey Afrika falan. Zum Beispiel hier Mesopotamien, in Indien, China, Europa, Nordafrika und so weiter. Şu kuşakta 4 mevsim oluşuyor. In dieser Zone bilden sich 4 Jahreszeiten. Ve insanlar avcılıktan öte yavaş yavaş topraktan çıkan bitkileri yemeye başlıyorlar, denemeye başlıyorlar. Und die Menschen über die Jagd hinaus beginnen allmählich, Pflanzen zu essen, die aus der Erde sprießen, beginnen zu experimentieren. Tabii bunları denerlerken bu bitki yeniyor mu, yenmiyor mu, bu lezzetli, bu değil. Bunların tümünü binlerce senede öğrendiler. Selbstverständlich, wenn sie ausprobieren, ob diese Pflanze essbar ist, ob sie schmackhaft ist, das lernen sie über tausende Jahre. Ve hangi bitkinin neye yaradığını da öğrendiler. Und sie lernen, welche Pflanze wofür verwendet wird. Bazı bitkiler baş ağrısı yaptı. Manche Pflanzen nahmen ihnen die Kopfschmerzen. Bazı bitkiler çok iyiydi, dinlendirdi. Manche Pflanzen waren sehr gut, sie beruhigten. Bazı bitkiler uyuşturdu. Manche Pflanzen machten wach. Bazı bitkiler çok iyi doyurucuydu, enerji veriydi. Manche Pflanzen sättigten sehr gut, gaben Energie. Veriyordu. Özellikle meyveler falan. Mesela üzüm. Besonders Trauben und Früchte.